wie sein Vater und der Jannes, unser Dirigent, ist mit ihm aufgewachsen. Sie sehen, da sind Menschen aus Slowenien da, Sie sehen nicht nur die Musiker und Sängerinnen und Sänger, sondern eigentlich auch die Hälfte der Familie Kurz. Ganz besonders begrüßen wir auch eine Opersängerin, Frau Andrea Zakonischek-Kurz. Wer kennt das? Sie ist eine berühmte Opersängerin in Slowenien. Sie ist ausgezeichnet mit hohem Preis in Slowenien. Herzlich willkommen. Sie ist auch die Schwägerin von Herrn Kurz. Aber es ist noch jemand da von der Familie Kurz. Das ist der Bariton, Herr Primoz Kurz, der jüngste Bruder von Janus. Wer kennt das? Ja, wir sehen da auch ein Orchester, 10 Musiker, Don Charlie Kamnik. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und an der Orgel auch ein wichtiger Herr, der Organist Herr Thomas Pirnat. Herzlich willkommen. Das ist ja etwas ganz Besonderes, wenn man so viele Menschen hier sieht. Wir freuen uns schon jetzt. Aber was hören wir eigentlich heute? Zuerst werden wir beginnen mit der Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo von Haydn. Wer war der Komponist Haydn? Eine kurze Zusammenfassung seines Lebens. Er lebte im 18. Jahrhundert und hatte sogar 11 Geschwister. Seine Eltern waren keine Musiker, aber es wurde immer wieder daheim viel gesungen. Und der Vater spielte sogar Harfe. Als der Haydn 8 Jahre alt geworden ist, wurde er Chorknabe der Kantorei St. Stephan in Wien. Und so hat eigentlich seine Karriere begonnen. Karriere, wenn man so sagen kann, mit 8 Jahren mindestens die musikalische Ausbildung hat damit begonnen. Etwas später, wenn man erwachsen ist, was tut man? Man heiratet, außer der Pfarrer. Er heiratete natürlich auch Frau Anna Maria Keller. Diese Ehe ist kinderlos geblieben. Herr Haydn pflegte eine sehr gute Freundschaft mit ganz wichtigen 2 Personen, die in der Musikwelt so gut bekannt sind. Mit Wolfgang Amadeus Mozart und mit Ludwig von Beethoven. Wenn wir ja schon diese 2 Komponisten hören, dann merken wir, spüren wir, das ist auch ein ganz besonderer Komponist gewesen, wenn er solche Freunde wie Mozart und Beethoven hatte. Ja, was hat alles Haydn geschrieben? Das sind wirklich zahlreiche Werke und ich müsste da eine Stunde reden, was er alles geschrieben hat. Aber vielleicht kennen Sie zum Beispiel auch die berühmte Kaiserhymne, die heute die deutsche Nationalhymne ist. Diese hat der Haydn geschrieben. Was hat sonst geschrieben der Haydn? Orchesterwerke, Bühnenwerke, 14 Messen, 3 geistliche Oratorien, Solokonzerte, Kammermusik, Klaviermusik, Vokalwerke. Ein Werk von ihm hören Sie jetzt von unseren Sängerinnen und Sängern, von unseren Musikern. Die kleine Orgel-Solomesse, Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo. Maestro, bitte sehr.
alles, was unsere Seele ernährt hat. Vor ein paar Minuten hat der Komponist Johannes Haydn und unsere Kirchenpatronin, Heilige Maria Magdalena, haben sich auf den Weg gemacht nach Rafts. Sie haben den Himmel verlassen für eine Stunde. Da ist genauso schön, sagen sie, im Himmel. Ich danke Ihnen vielmals für die wunderschönen Lieder. Meine Lieben, wie Sie ja wissen, Musik ist die Nahrung für unsere Seele. Oder wir religiöse Menschen sagen es auch, er singt, der zweimal betet. Ein unbekannter Autor hat einmal etwas ganz Schönes geschrieben. Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen. Denn sie ist die natürlichste und einfachste Weise, in der wir ungeteilt da sind und uns ganz mitteilen können. Mit all unseren Erfahrungen, Empfindungen und Hoffnungen. Ja, lassen wir uns weiter ernähren mit der wunderschönen Musik. Was hören wir jetzt? Zuerst hören wir Ave Maria. Unsere Solistin Frau Sakonschek-Kurt mit ihrem, also sie wird singen und ihr Mann, ihr Schatz, wird an der Orgel spielen. Das ist doch wunderbare Zusammenarbeit. Da habe ich es jetzt verwechselt, die Männer. Da werde ich ja noch für eine Trennung verantwortlich. Ja. Ave Maria. Und nachher hören wir vom Quartett Kirk ein italienisches Weihnachtslied und ein irisches Weihnachtslied. Nachher hören wir zwei Heimatslieder. Die werden gesungen von den Männern des Chores. Und zum Schluss hören wir noch zwei Lieder, die etwas fröhlich sind, etwas hoffnungsvoll, die sie auch selber aufgeschrieben haben. Bevor wir uns dann auf den Weg machen zum dritten Teil, wo wir das Lied Dank sei dir, Herr, von Herrn Georg Friedrich Händel hören dürfen. Nun möchten wir uns freuen auf das Lied Ave Maria.
hierher von Georg Friedrich Händel, von allen Sängerinnen und Sängern, die das Konzert auch begonnen haben. Es ist doch wunderbar, wenn man die Musik und die Lieder betrachten darf. Ich komme noch zurück zu unserem unbekannten Autor, der auch noch eine wunderschöne Aussage zur Musik und zum Gesang gemacht hat. Wenn einer aus einer Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn alle aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik, heilen sie zugleich auch die äußere Welt. Ja, meine Lieben, wir freuen uns auf das letzte Lied. Dank sei dir, Herr. Und ich könnte diesen Namen des Liedes noch ergänzen. Dank sei dir, Herr, für diese Menschen, die bereit sind, uns einen so schönen Abend anzubieten. Vielen Dank. Und jetzt hören wir das Lied Dank sei dir, Herr. Prijetno zatvorimo hvala, bi se v imenu gostov iz Slovenije zahvalil za povabilo, da smo lahko skupaj ustvarili v Rabcu en lep večer, in sicer, lahko bom rekel slovensko, švicarski, kjer bomo tudi mogoče kakšno slovensko še skupaj zapeli. Predvsem bi se zahvalil našim gostiteljem, katerih predstavnik je moja prijateljica Maja, ki bo tole razdelila, ampak sam vašim delcem, našim državam. Ki nam je dal na uporabo to lepo cerkvico, kateri smo lahko prepevali, zato mu dajemo spomin na naše druženje pletensko Liljanovko, pa s tem ne mislimo, da bi moral iti v pleterjev samostan, ampak nekaj ostane v Rahtu in Rahtu in še v Etnisavu in lepo delati svoje slavi in nami. Pa se ne bom prvemu, ampak zadnjemu kar. Und so weiter und so weiter. Ich habe wahrscheinlich verstanden. Hat genug laut geredet, ja? Ich habe es ein bisschen verstanden, aber ich werde es jetzt auch nicht ausbauen. Auf jeden Fall kurz gesagt, Sie bedanken sich für die Gastfreundschaft. Das habe ich so gut verstanden. Und er hat gedankt, auch der Präsidentin des Kirchenchors, er hat gesagt, meine Freundin. Danke, Johannes Götze, Dirigent zu mir. Danke vielmals. Also jetzt freuen wir uns auf das letzte Lied.
Wir Sänger und Musiker sind mit grosser Freude dabei gewesen. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Zuerst unserem Dirigent, ich habe es gehört, der mit viel Engagement zusammen mit seinem Bruder Dominik das Konzert auf die Beine gestellt hat und seine Begeisterung mit grosser Kompetenz und viel Geduld auf uns Sänger übertragen hat. Herzlichen Dank. Bitte überlegen Sie sich's. Sie können sich heute schon anmelden oder eventuell spätestens morgen. Dann seid ihr
schönen Gesänge für den Abend. Sie sind ein Segen für uns. Unter der Leitung von Jans Kurt. Sie sind alle Segen für die Pfarrei. Denn ohne Kirchenchor kann man sich eine Pfarrei kaum vorstellen. Herzlichen Dank. Ich kann Ihnen nur danken mit dem Wort, das immer so der Pfarrer spricht. Vergelt's Gott für alles. Wenn Sie sie unterstützen möchten für die Unkosten für das Konzert, sind Sie dann eingeladen, anschließend dann etwas zu spenden. Herzlichen Dank für Ihre Gaben. Ja, Sie kennen mich schon und Sie wissen ja, dass ich ja immer wieder einen Witz erzähle. Die Sängerinnen und Sänger können sich etwas noch erholen. Sie haben es vielleicht teilweise schon den Witz gehört, aber sehr viele Menschen sind da, die den Witz, den ich ja am Weihnachtstag erzählt habe, nicht gehört haben, und so möchte ich Ihnen nochmals erzählen. Ein Pärli, das sich über alles liebt, wohnen zusammen in einer Wohnung. Aber die Frau war so eine tüchtige Liebe und der Mann, der hat sie schon geliebt, aber er war wirklich nur ein Theoretiker. Alles ging zu Hause kaputt. Er hat alles versprochen, nichts repariert. Einmal sagt die Frau zu ihrem Mann: Du Schatz, bitte sehr, schau, ich öffne den Kühlschrank und sehe nicht mal das Licht. Sogar die Glühbirne ist schon kaputt dort. Ja, Schatz, habe ich da Elektriker an der Stirn? Nicht gemacht. Dann geht sie mit ihm in die Küche und sagt: Schatzi, schau, der Tisch, der steht nicht mal richtig. Kannst du den Tisch nicht irgendwie reparieren? Ja, Schatz, habe ich da... Jetzt habe ich den Beruf vergessen. Steiner an der Stirn. Nicht repariert. Total verzweifelt ist die Frau, führt sie ihn vor das Haus an. Schau dir die Treppen an. So kaputt. Im Keller hast du doch so viel Zement. Du kannst doch die Treppen reparieren. Was bin ich? Maurer? Habe ich so Maurer an der Stirn? Was denkst du, Frau? Ärgert sich der Mann und geht in ein Gasthaus und trinkt ein Bier nach dem anderen. Aber er bekommt doch ein schlechtes Gewissen. Er kommt nach 2 Stunden zurück, schaut, seine Frau ist so glücklich. Glühbirne im Kühlschrank wurde ersetzt. Der Tisch ist in der Küche wieder repariert. Die Treppen vor dem Haus sind wieder in Ordnung. Ja, Schatzi, hast du das alles selber gemacht? Nein, ich habe so laut geweint, als du ins Gasthaus gegangen bist. Hat mich ein junger Herr gehört, der gerade vor dem Haus gewesen ist. Hat gesagt: Liebe Frau, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe ihm alles erzählt. Er hat das natürlich selber repariert sofort. Ja, Schatz, sag, und was hat er dafür gewollt? Ja, er hat mir 2 Möglichkeiten gegeben. Entweder backe ich ihm einen ganz feinen Kuchen oder ich kann ihn gerade heiraten. Ja, was für einen Kuchen hast du für ihn gebacken? Ja, was denkst du, Schatz? Habe ich da Dr. Oetker an der Stirn? Ja, wollen Sie oder wünschen Sie sich noch Zugabe?
schönen, erholsamen Abend, einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Alles Gute für das neue Jahr. Und unserem Gastchor wünschen wir eine gute Heimreise und vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es war für mich ein traumhaft schöner Abend. Herzlichen Dank.